Ich meine, was man nicht wird nur halt geht, weil erstens ich mich politisch engagiert. Das ist von denen, das ist nicht nur ein grosses Sujet, aber das ist von den grossen Prioritäten vom politischen Leben, von politischen Entscheidungen. Mengen den oft, dass Nachhaltigkeit eng weit froh ist. Eng froh für einer Zukunft, die für uns vielleicht nicht mehr fassbar ist. Und das war meiner Meinung nach ein bisschen ein Reflex von einer älteren Politikergeneration, die danach die aktiv sind. Und das hat mich auch motiviert, mich zu engagieren für ein paar Jahre. Weil ich fand, den Zeitraum haben wir ein bisschen verpasst. Wenn ich so ein bisschen, den haben wir komplett verpasst. Die Entscheidungen hat man gestern holen, für dass es heute besser geht. Da muss man heute viel mehr drastisch und viel mehr Courage agieren und Entscheidungen treffen, für dass als Zukunft einigermaßen mehr okay geht. Weil wir gesehen Urgenzen, klimatische Urgenzen, die klimatisch, die energetische Urgenzen, die bringen noch einen ganz wichtigen Punkt, den mir natürlich an uns ganz nah ist. Das ist den sozialen Aspekt. Den Klimaschutz, die Nachhaltigkeit, die treffen meistens die Leute, die an einem schwachen Zustand sind. Kulturell, finanziell, sozial, Länder, die uns für ganz weit waren, die kommen natürlich uns immer mehr nach, weil wir sehen, die Klimaflüchtlinge, die aufhängen und werden mit der Zeit immer mehr gehen, wenn es die Wasserproblematik, die auf verschiedenen Kontinenten gesagt. Das heißt, die größte Aktion als eine politische Aktion zu haben. Ich gebe nicht gefährlich, aber ein bisschen einfach Nachhaltigkeit am Rolle an einer größeren Kasse zu machen. Ich meine, es sind große Pilien, bei denen muss aufpassen, an denen muss ihn individuell wirklich aufpacken. Natürlich als der Bau und der Logement. Weil das ist ein grosser Vektor vom Energiekonsum, von den Ressourcen und auch von einer Vergangenheit, die ein absoluter Nonsens war, apropos Nachhaltigkeit. Wir haben natürlich die Mobilität, die ein grosser Punkt ist, weil mehr Auto für eine Person, dass alle Menschen 1,2 Auto hat, ist das wirklich eine moderne Lösung und eine moderne Art und Weise als Gesellschaft zu sehen. Für 10, 20 Jahre war das der Standard. Meiner Meinung nach war für 10, 20 Jahre schon kein Standard mehr zu haben. Wir können ja die Leute sagen, die hat Unrecht die ganze Zeit. Da muss man uns Gedanken machen, braucht man so große Straßen, braucht man nicht mehr Alternativen an Energie, carbonneutral Art und Weise für sich an Städte zu bewegen. Und da sehe ich schon, dass Mobilität und Logement ganz eng miteinander verbunden sind. Muss mehr Logement, mehr zentral, mehr nur sein, wo ich arbeiten kann, für eine soziale Gerechtigkeit zu haben, für dass noch Männer braucht, mit dem Auto zu fahren. Wo sie sich vorstellen, möchte so einen Flieger zu haben, für Männer wie 2 Stunden in der Weg zu sein. Wenn das nicht nötig ist. Mehr und sich, viel mehr komfortabel, viel mehr praktisch, direkt am Zug. Das sind die Levien, die muss natürlich wie sie gesagt zu packen, an natürlich die Energie, an Energiekonsum, an Education. Wir können so viele Aktionen machen, wie wir wollen, und der sieht das Beispiel. Der sieht da für die Sensibilisation, der sieht da für die Aufklärung von der neuen Generation. Wir probieren, die Leute in der Politik sagen, ich bin jung, aber ich fühle mich nicht jung par rapport zu ihr. Ich probiere aber immer an das zu halten, dass die Entscheidungen, die wir treffen, die ist für ihre Generation und die nächste Generation. Nachhaltigkeit. Ich gebe so, dass eine Evolution, dass ein Trasse, den uns nicht schuld. Den uns nicht schuld als Gesellschaft, als Menschen, als Planet, als Umwelt, als Ökonomie, als politische Strukturen, die uns nicht schuld. Das ist Nachhaltigkeit. Meiner Meinung nach die sind ambitiös, weil wir kommen von ganz weit. Sind sie ambitiös genug? Meiner Meinung nach nicht. Weil wir wollen immer mehr schnell zu einer Klimaneutralität kommen.
Wir haben noch Propositionen und Vorschläge gemacht, für das Gemeinde Lützeburg auch nicht nur ein Lützeburgisches Beispiel gibt, aber auch ein europäisches und ein weltliches Beispiel gibt. Wir haben Moyen, wir sind klein genug für ganz reaktiv zu sein, und wir haben Ressourcen, wir haben genug Ressourcen für die Moyen anzusetzen, für die Objektive dort zu treffen. Und wir mengen wirklich, wir könnten dort besser machen. Weil, ich meine, das ist für zu Lützburg. Wir wollen bleiben, was wir sehen, das ist richtig. Aber politisch ist es wirklich wahrscheinlich einer von den schlechtesten Sätzen, die ich kann, wenn ich von Klimaschutz und Nachhaltigkeit schwätzt. Weil wir laufen an einer Mauer. Wir laufen an einer Mauer. Wir sehen, dass wir am März, Simon, wir sehen, dass das Jahr wenig war. Anfang April, das Jahr hat man schon ganz Ressourcen vom Jahr verbraucht. Ich bin nicht ganz schlau an der Mathe zu sehen, weil ihr wisst, dass ab ein Drittel vom Jahr die Ressourcen schon fertig sind. Wie lange dauert das? Dann ist es nächstes Jahr wenig am März, und dann am Januar, und dann fängt man an, Jahr für rund, bis das Jahr noch abzustocken. Wie fiedern wir die Leute? Wie wärmen wir uns? Sollen wir uns nicht richtig fundamental umdenken von unserem Konsummodus, von unserem Zusammenleben-Modus, von unserem Leben an Bauphilosophie? Natürlich sollen wir uns die vorstellen, weil wenn es nicht der Fall ist, die Mauer steht als für und dann und dann brauchen wir uns nicht keine Frage zu stellen, wenn wir daran rennen. Weil die ist für uns. Alle Wissenschaftler sehen das. Die verschiedenen Komplottisten, die sagen, dass das nicht so ist. Komplottisten waren da immer, die sollen an ihrem Eck bleiben, an die richtig seriös und engagierten Leute auch rausschaffen lassen. Das ist kein kleiner Gest. Es gibt kein kleiner Gest. Ein Ozean ist voller Drüpsen. Wenn wir alle kleine Gests machen, dann haben wir schon etwas Größeres bewegt. Aber den Usus, etwas Kleines zu machen, als der nächste Schritt für den noch großen Gest zu machen. Aufhängen als neidisch, und wir müssen absolut am Kopf halten, wir müssen und wir zählen den einen auf den anderen. Wir sind an dem Boot, wir sind auf der Welt zusammen, und den Egoismus wird da nicht verloren.